Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, bevor ich jetzt hier erstmal den Schlüssel hole, würde ich ganz gern nochmal hier gucken, ob ich da was abgreifen kann. Und warum auch immer ich jetzt automatisch die Nahkampfwaffe in der Hand halte. Und nicht, ja, das ist gesperrt. Okay, irgendwas wird kommen, befürchte ich, wenn ich hier nicht frei wählen darf. Hoffen wir mal, dass Iron Mike nicht gegen uns oder auf uns losgeht, so rum, sich gegen uns stellt oder auf uns losgeht. Weil bisher macht er mal eigentlich der vernünftigste Eindruck. Schrott und Schlüssel des Commissioners. Okay. Mensch, war da noch irgendwas? Nee. Alle hopp. Dann raus. Gut, also Mike scheint auch nach wie vor auf unserer Seite zu bleiben. Das ist gut. Ich hätte auch ungern gegen ihn gekämpft, weil wie gesagt, er macht mir von den A-Führer eigentlich der vernünftigste Eindruck. Hier ist alles verrammelt. Nicht aufzukriegen. Komm schon, wir müssen Okay. den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Es ist noch lange nicht tot. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Fast niemanden. Aber ich toleriere die meisten. Sogar Drifter, Klugscheißer. Komm schon. War das bei The Simpsons beim Barney? Ist ihm irgendwas in die Kehle runtergekrabbelt und gestorben? Es ist noch lange nicht tot. Dasselbe gilt auch für das hier. Stinkt, als wäre hier drin was gestorben. Ne, ist noch lange nicht tot. Okay, was haben wir hier noch? Abgeschlossen? Natürlich. Wohl kaum. Das muss so sein, ne? Hier, abgeschlossen. Fest verriegelt. Sind jetzt so, als hätten wir Waffen, womit man es aufschießen könnte. Na gut. Schauen wir mal, was jetzt wieder kommt. Oh, es gibt auch infizierte Okay. Beere. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Ja, als wäre das immer so einfach. Ja? Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein? Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht an Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Ja, ich mag den. Der gefällt mir. Der Eisemichel. Gut, dann gucken wir mal. Bleib hinter mir. Verdient der Lebensunterhalt so Ich kann auf mich selbst 25%. aufpassen. Und Klar kannst du 38%. das. Wir alle Weißt du noch taten letztes Dinger. Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Und Stücke... Oh, das sind Ripper dann? Nee, okay. Was? Zu. Tot. Scheiße! Auf ihn, Leute, wir schaffen das! Und, Das waren alle. Gehen wir. okay. 3 Kasper. Und ich kann das mittlerweile wenigstens häufig mit einem Kopfschuss eröffnen. So. Sturmgewehr Muni. Was sind die noch bei sich? Schießpulverinventar ist voll. Ja, schade. Bleib unten. Okay. Freaks. Okay. Ja, natürlich. Das ist ja laut ohne Ende. Ach, Idiote. Warte mal, Rohrbomber. Viel Spaß dort mit ihr Trottel. Bleib unten. Gott, das hat alles Ich mach erledigt. Jo. Okay. Abgesägte Schrotflinte, nee, danke. Oh, Mike rennt schon durch, okay. Vielleicht bin ich bei ihm halt nur Rohrbomber, ne? Kevin, abhauen! Angriff! Ups. Ey, Komm schon. schnell durch die Rücke geballert. Nee, das war nicht der Kopf. Autsch. So, Geht's noch, alter Mann? was hat der?
Molotow-Inventar ist leider voll. Wie gesagt, ich warte einfach darauf, dass noch eine Rohrbombe vielleicht abfällt. Weil die haben normalerweise immer gutes Zeug bei sich, die Banditer. Okay, wo ist Iron Mike? Da hinten. Gut, dann darf ich halt auch nicht sterben lassen. Hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Warte mal. Ich sehe sie. Den haben wir gleich. Warte mal. Ey! Erstmal den. Dann. Den. Gut, das war das. Heiler. Dann weg. Nahkampftypen eigentlich. Mike hat aber einen ziemlich cooler Revolver. Das scheint mal ein Magnum-Revolver zu sein. Jo, das hat die jetzt nochmal selber in Stücke gerissen, die Idioten. So, ein Verband gibt's aber 3. Was sind denn die rechtlichen von deinen Idioten? Ah, da hinten krabbeln noch welche rum. Die versuchen uns wahrscheinlich zu umrunden, ne? Schrott. Und fertig mit dem, jo. Gott, was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Wahrscheinlich. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Gut, dann fahren wir mal mit Iron Mike los, ja. Dann steigt mal auf, alter Mann. Und los geht's. Das war ein ganz schönes Abenteuer jetzt nochmal. Also Okay. wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Von früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Shermans Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Schizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Okay, aber mit Ripper-Verhandler sehe ich als fruchtlos an, weil die alle wahnsinnig sind. Mike will anscheinend mit der Verhandler. Und wie mit anderen Menschen umgehe. Tja, schauen wir mal, was da draus wird. Aber derzeit ist ja anscheinend hier sintflutartiger Rege. Schauen wir mal, was jetzt alles Nettes kommt. Ich bin nach wie vor gespannt. Gerade die Mission mit dieser Horde eliminiere. Da freue ich mich jetzt echt schon drauf. Ich hätte mit der bockige Horde zu kämpfen. Weißt du, Schizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht. Genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Truther, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher. Ich bin immer gespannt, ob wir den Carlos irgendwann zu Gesicht kriegen. Diesen Chef Ripper. Okay, kann ich mich auf dich verlassen zu 38%. Gebe wieder 400 Vertrauen bei Iron Mike.
31% verdienter Lebensunterhalt, 46% wir alle taten Dinge und 43% in Stücke gerissen. Herstellungsrezept freigeschaltet. Wir alle taten Dinge. Ja, was gibt's denn für ein Rezept? Ah, Attraktor. Ja, geil. Cool. Jetzt müssen wir die nämlich plündern. An Herodes Geburtstag. Okay. Was hat er dann, der alte König von Israel? Deacon spürt ein Nero-Feldforschungsteam auf. Okay. An Herodes Geburtstag. Na dann. Okay. Na gut. Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Ein Waffenstillstand hält nicht. Ja, wahrscheinlich. Ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Doch, meiner Meinung nach, Das ist doch es schon sind besser. Menschen und das ist das Brutale an der Sache. Es sind auch Menschen, allerdings sind die wahnsinnig. Ich würde ja jetzt auch Leute mit Wahnvorstellungen und so weiter als Nicht-Menschen bezeichnen oder als nicht menschlich bezeichnen. Ich finde durchaus, das sind Menschen. Und gerade das macht das Ganze noch erschreckender, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, Hey Mann, die sind Schon durchaus warum? menschlich, aber sie sind wahnsinnig. Und ich würde auch nicht mit ihnen verhandeln. Ich würde auch eindeutig nicht mit einer Kasper verhandeln. Klar? Ich sehe die Okay. halt als zu gefährlich und aggressiv an. Wir sehen uns. Okay, hier gibt es auch keinen Job gerade. Dann müssen wir jetzt weitermachen in dieser Nero-Mission. Und dann wahrscheinlich kommt die Iron Mike-Vision wieder ins Roller, die Hauptmission. Geht's um dein Bike? Weil alles, was mit Iron Mike zu tun hat, ist jo Hauptmission, weil das jo auch um Boozer hier geht, ne? So, dann schon. Es sieht aber auch geil aus, hier noch im Regen, wie die Strohsen nass sind. Das sieht echt cool aus. Also optisch hat meiner Meinung nach Days Gone durchaus auch was zu bieten. Diese Unreal Engine finde ich für Menschen nach wie vor nicht die beste, wobei das schon signifikant besser ist als in Call of Cthulhu, wie dort die Menschen ausgesehen haben. Aber trotz allem muss ich sagen, für die Umgebung, die ist schon ziemlich Hammer. Hallo lustiger Brückentroll. Und dann wollen wir mal an Herodes Geburtstag. Ich frage mich, wie es Boozer geht. Ich sollte vielleicht mal nach ihm sehen. Ich hoffe, dass er wach ist. Okay, es sind anscheinend noch ein paar Freaks unterwegs. Deacon St. John, hier spricht Lost Lake. Komm. Wieder Ja, Mike. Mike, hier ist Dick. Ich habe gehört, du hättest Shane Riley. Doch als ich ihn verhören wollte, war er nicht da. Ja, also das, Mike. Ich wollte ihn euch bringen, ehrlich, aber er hat sich wie ein Wahnsinniger gewehrt und er ließ mir einfach keine andere Wahl, Mike. Echt nicht. Du weißt noch, was ich sagte. Wie wir die Dinge hier regeln. Ja, Mike, weiß ich. Lost Lake, Ende. Okay. Ricky. Halte mal eine Gaul an. Da gibt's hier nochmal was. Jupp. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Das gehört auch zur Story. Er ist mein Bruder. Dann haben wir aber erst einmal jetzt, wo wir eh auf dem Weg sind, die Sache mit Nero und O'Brien. Und schauen wir, was dort raus wird. Dick, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynchman. So ein Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Dick. Mach schnell. Okay. Das wird dann wahrscheinlich hier auch nochmal mit was dabei sein, ne? Bei Ricky. Die ist dann normalerweise auch nochmal extra aufgelistet. Okay. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt aber trotzdem erst mal um die Sache mit der Nero-Typer. Ich finde es sowieso immer etwas merkwürdig, dass die Quests immer erst auf der Fahrt und so weiter kommen. Das finde ich etwas irritierend. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Row Camp. Drifter. St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde
Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit. O'Brien, Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Jo. Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Okay. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja. Ja, okay, ich hab's verstanden. GPS-Tracker Nero Diesmal musst du einen Heli. ihrer Helis mit einem Peilsender versehen. Okay. Okay, ich platziere den Peilsender am Heli. Es wundert mich sowieso, dass die Typen nicht damit rechnen, dass man auch hier generell auf kontaminierte Personen stoßen kann. Also nicht nur unbedingt Freaker, sondern auch Menschen halt, ne? Hier nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hm? Ist klar. Okay. Brian, der Sender ist bereit. Du müsstest sein Signal empfangen. Verstanden. Warte. Ja, wir empfangen es laut und deutlich. O'Brien, Ende. Ja, gern geschehen, O'Brien. Okay. Da ist er. Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Oder Die Studie von sie. 24 Nistplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Das stimmt ja Highway, gut. dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Crazy Willies. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen Sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen würden. Bäumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Wie die mich einfach nicht Ich mag bemerken. ja nur. Ich krieg auch Sachen. Ich war nicht immer Soldat. Kann ich fortfahren? Sicher. Südlich vom Belknap-Krater. Manche Gebiete der Belknap-Wildnis wurden aufgrund der Nähe der Nistplätze zu menschlichen Siedlungen nicht Da war ein Drifter, ich schwör's! Vor allem bei einem großen Camp bei... Salome Hot Springs. Oh, ja. So. Nur zur Sicherheit. War da nicht was? Von wegen, da war ein Drifter, ich schwör's. Ih. Zivilist, ich sage das nicht nochmal. Okay, ich gehe ja schon. Okay, also wenigstens eröffnen die eine Sofortsfeuer. Nochmal richtig positioniere. Das war etwas dumm. Man steht auch etwas ungeschützt und ich weiß halt nicht, wie nah ich dort rein sein soll, ne? Machen wir das halt noch einmal. Ganze Chose halt nochmal von vorne. Da ist er. 2060. Oder Die Studie von sie. 24 Das wäre zu schnell, weil hier steht man einfach zu gut. Bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Crazy Willies. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen So. es nicht. Wieso bauen Sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern? Jetzt nochmal hinterher. Wir haben die Theorie, dass... Sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie Wir warten jetzt, bis sie doof vorbei sind. in der Wildnis, nur in Häusern. Sind Sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn Sie darüber reden wollen, kommen Sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja nur. Ich krieg auch Sachen. Ich war nicht immer Soldat. Kann ich fortfahren? So, jetzt nochmal hier. Südlich vom Belknap-Krater. Manche Gebiete der Belknap-Wildnis wurden aufgrund der Wir Nähe probieren es mal, der Nistplätze dass wir die Person weiter hier ablenken. Und wir bleiben hier. Salome Hot Springs. Offensichtlich reicht das so, ne? Die Nähe. An Herrn Rodes Geburtstag tanzte sie vor ihm, worauf er ihr versprach, ihm zu geben, was auch immer sie verlangte. Sie sprach, gebt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Der König war sehr betrübt. Netter Name für einen Ferienort. Allerdings. Wie gesagt, manches an der alten Welt vermisse ich nicht.
Okay, so leicht kann es dann doch auch sein, ne? Upload abgeschlossen. Ja. Gehen die wieder? Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Sprit ist unser kleinstes Das Problem, muss wenn wir nett da sein. sind. Überall Dein bricht die Prinzip. Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Right. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von ihnen sieht. Jo. Und weg. Scheiße, das dauert ja ewig. So. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Und erledigt. An Herodes Geburtstag mit Johannes dem Täufer und lauter so Nettigkeiten, die in der Bibel sonst noch drin stehen. Ich könnte Hilfe brauchen, jo. Sie nach Busa, genau. Dann machen wir das. Und was ist hier noch? Kopfgeldjäger. Ah. Okay, wisst was? Job erfordert ein Bike. Mhm. Das machen wir jetzt erst nochmal. Kopfgeldjäger. Hätte ich Bock drauf, ja. Brian. Oh, Brian, hörst du mich? The Lynchman. Gerade nicht. Ruf mich später nochmal an. Ende. Okay. Oh, Brian. Oh, verdammt. Ich bin jetzt langsam leid, deinen Boten zu spielen, oh, Brian. Nein! Was war dann das? Ein infizierter Wolf. Vielleicht war es auch ein Werwolf. Alter! Kann ich von dem überhaupt noch? Jägerohr. Ja. Corey! Wo ist Captain Corey? Sie müssen ihn anfunken! Mann, der Außenposten wird angegriffen! Corporal, wir müssen weg. Wir müssen weg hier. So, noch einmal. Corporal, hier sind noch mehr. Corporal? Okay. Was zum Teufel? So viel zum infizierten Gedöns. Da kann ich halt kein Wolfsfleisch mehr rausschneiden, aber es gibt da eine Jägerohr. So, was war dann das jetzt in dem Kontrollpunkt oder was? Kannst du kommen? Lass mich raten. Nein! Okay, St. John Ende. Ach du heilige Scheiße! Oh, fuck, Doodle, du! Sogar fuck Ditchery, Doodle, du! St. John, kommen. Deke, hörst du mich? Okay, Tucker will auch was von mir. Hey, Tuck, gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Gegen Ende. Oh Gott, jetzt wäre ich aber ein bisschen mit Dinger überschmisser. Alter, Schutz für die Schwachen. Okay, Alter. Und die Horde Mucke schon. Ach du heilige Scheiße. Copeland an Deacon Und St. der John auch noch. kommen. Deke, bist du da? Hey, Cope. Lass mich raten, du hast einen Job für mich, ne? Okay, ich komm rum, sobald es passt. Gegen Ende. Ach du Scheiße. Warte mal, das ist die Gelegenheit eigentlich. Das ist eigentlich gerade die Gelegenheit, hier wirklich mal Rambazamba zu machen. Und hier noch einmal Rohrbombe. So, dann hier nochmal Mollys. Ja, wir schmeißen nochmal einen Attraktor. Eventuell sehen mich die Schweinepriester gerade nicht. Und drauf. So, die können wir herstellen. Und dann noch einmal einen Attraktor, wenn möglich. Und nochmal Mollys. Ja, da bildet sich in der Kult. So, und den Rest mache ich per Hand. Ah, da ist noch ein ordentlicher Pulk. Okay, können wir nämlich herstellen, na gut. Dann wird's wohl Zeit, ne? Dann wird jetzt erledigt, was noch da ist. Ja, kommt ruhig her. Okay. Okay, renn.
Renn. Alter, rennst du? So. Okay. Nein! Hochlade wäre natürlich auch nicht schlecht. Noch einmal. Noch geladen ist. So. Und alles nochmal um mehr. Okay. Was jetzt noch übrig ist, kann ich genauso gut so erledigen. Und tschüss. Sausack. Okay. Gut. Das war doch an sich jetzt nochmal ordentlich aufgerahmt. Ich kann noch so einer, aber das wird wahrscheinlich keiner von der Horde sein, ne? Okay. Gut, heil dich. Ich mag jetzt gerade nochmal Eis sammeln, was übrig geblieben ist auf dem Weg. Und schauen wir mal, was da ohne Abgange ist jetzt noch. Ah, das sind nochmal welche von der Horde. Ups, wart. Okay, der da. Hey. Sausack. Okay, da ist noch was. Ups. Halt. Und Volltreffer in den Kopf, ja. Okay, dann checken wir nochmal, was da ohne abgeblieben ist. Dürfte ich eigentlich mittlerweile auch nochmal... Okay, warte mal. Das geht auch besser. So. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 machen wir so platt. So. Na, wie ist das? Okay. Ist die Horde also nicht am Arsch? Ah, da kommt noch was. Ja, die riechen wahrscheinlich die Kadaver von ihren Kumpels, ne? So. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie viel da noch übrig ist. Upsi. Halt. So. Mit Gaul A. Das war's dann. Metolius Lavahöhle-Horde. Das sind halt immer noch die einzelnen Nachzügler, die kommen. Hordenkiller zu 8%. Ja, so viel zu dem Thema. Ich hätte mal wieder bockige Horde zu kämpfen. Das hat jetzt ordentlich Ressource gekostet. Aber hey, geiler Scheiß. So. Alter Falter. 77 Schwärmerohre. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 80, 90. Also über 100 müssen es auf jeden Fall. Ja, 104. Hier schon 128. Das müssen knapp 140 gewesen sein. Leck mich am Arsch. Das war nicht schlecht, ihr liebe Leid. Ups, denn nicht. Und ich würde sagen, damit haben wir die Episode auch wunderbar beendet. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns dann hier um die Chose kümmern werden, um den Lynchman. Und danach gehen wir dann vielleicht auch nicht unbedingt dort hier, sondern machen noch die kleine Sache Kopfgeldjäger-Mission für Copeland und eine Mission für Tucker. Ich denke, das geht doch mal gar nicht mal so schlecht. Und darum kümmern wir uns dann, wie gesagt, übermorgen. Also, machen's gut, bist du hier wieder, ne? Iron Yankee.